Jazz. Ich hab von vorne so Adress. Die nehmen mein Madel und vor der Grenze hinaus. Tudel mit, tut aus. Spülen sie es die Schrammen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss an Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Vertess. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann tudeli, dann tudeli und dann tudeli mir aus. Gestern hat mein Vater gesagt, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerreden, wenn ich zum Weine vier. Dort haben wir den Schrammen gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so Adress. Ich nehm mein Madel und vor der Grenze hinaus. Tudel mit, tut aus. Spülen sie es die Schrammen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss an Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Vertess. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Jazz. Und dann tudeli, dann tudeli und dann tudeli mich aus. Danke vielmals. Meine Herrschaften, ich danke euch herzlich für eure Großzügigkeit. Ich hoffe, dass die meisten noch Geld nur haben zum Zech zahlen auch noch. Gell? Ich sag so viel ins Kerberl kann, ich mache mir direkt zu um einen Taschler. Sehr zum Wohl einmal, weil, ja, einmal grundsätzlich einmal. Sehr zum Wohl. Prost, ja. Den letzten Teil haben wir jetzt eingeleitet, einen Monat Pfeife auf Jazz. Und warum? Weil es ein Wunschlied war. Und wir haben nämlich so jetzt Wunschlieder einen Haufen gekriegt. Ob ich mir alle merke, ich weiß es nicht. Aber es muss ja dann einer, wenn wir dessen Wunsch nicht erfüllt haben, wo ich gesagt habe, den spielen wir, der muss halt dann sagen, erst. Der muss halt sagen, der vergessen oder irgendwas. Also der muss sich bemerkbar machen, sagen wir so. Aber Herbert, da ist dabei? Ja. Entspannt. Ich weiß ja nicht, ob sie alle ausgewählt ist, das werden wir sehen. Aber was? Das Lied von den Wirmer. Von den Wirmer? Ja. Wirmer sind so Sachen. Was für? Der Tisch ist heute sehr auffällig. Die kommen aus dem Waldviertel, das ist gefährlich. Wir bringen da heute Ja. Tisch mit. Nicht schon wieder. Meine Herrschaft, bitte, kommt denn raus. Die Vorführung hat ja weit wieder begonnen, führt fort. Die Vorführung wird fortgeführt, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall bitte, um quasi die Lauscher aufzustellen, weil nämlich es sind Lieder gewünscht worden, die jetzt schon ein bisschen aus der Unterlage kommen, wo man sagen muss, dem muss man sich wirklich geben. Das gehört schon. Einige Leibende dabei, das eine, mit dem fangen wir jetzt an. Ein Lied von unserer letzten CD, Lorenz Fiebrich-Kronecker, und zwar konkret von Rudolf Kronecker, also ich glaube 1920er Jahre wurde dieses Lied geschrieben. Und es ist so, wir haben die Ehre gehabt, wieder ich glaube 600 oder 650 Jahre Nationalbibliothek in Wien war die Feier und es gab eine Sendung von Klingendes Österreich mit Sepp Forcher und da waren dann 10 Gruppen, ne, die haben gespielt, also 10 die 9 Bundesländer und Südtirol und wir haben die Ehre gehabt, Wien zu vertreten, nicht? Und jetzt haben sie gesagt, was macht man, nicht? Und da haben wir also ein Lied von dieser Platte vom Kronecker hergenommen. Und die haben gesagt, ja, das Lied brauchen wir als Aufnahme, also als Ton, nicht Ding. Und ich gesagt, warum? Und ich gesagt,
dass wir es einspielen können, nicht wegen einem Playback. Und gesagt, Alter, Geht's dir gut? Playback, was ist das? Das machen wir nicht und wir können es gar nicht. Das muss der Kinder auch nicht. Stell dir vor, der Playback singen, das ist nicht ausschauen wie. Wenn ich weiß nicht, Ring of Fire auf Chinesisch singen. Ja. Und ich gesagt, nein, wir müssen das live singen. Live spielen, das geht nicht anders. Ich habe gesagt, nein, ist eh kein Problem, es dauert nicht länger, wir müssen nicht das mikrofonieren. Nicht? Weil da waren wir beim PC im Augustiner Köller, war das Ganze, wo man so aufgebaut. Nicht? Und wir haben dort, und die haben mir gesagt, ja, wir müssen das halt ausprobieren, wir müssen spielen. Und sie stellt die Mikrofone auf und schauen nicht, wo klingt es gut und wo sieht man es nicht, die Mikros. Weil, habe ich gesagt, war das nicht wurscht, wenn man das sieht? Ich meine, das ist ja Musik, ja? So deppert sind Leute auch wieder nicht. Ne? Und sagt, ja, aber das Problem ist, die anderen spielen Playback. Das heißt, wenn du nur bei einer Gruppe dann Mikrofone siehst, ist es blöd, das heißt, wir dürfen es nicht sehen. Na gut, und die haben da so 2 Stunden da, dann mikrofoniert. Nach der ersten also nach 40 Minuten haben wir dann einmal kurz angedeutet, Entschuldigung, dürfen wir noch ein Bouton haben? Und dann war Stille am Set. Stille. Und der kleine Assistent, man muss sich mal vorstellen, bei einer ORF-Produktion hast du immer 4 Assistenten. 80 Leute, die mitarbeiten, 79 davon sind Assistenten. Das war Wahnsinn. Und ein Assistent hat auf einmal nach hinten gerufen, zum Regieplatz, Originalton. Die 16er Buben haben die Requisiten ausgesoffen. Und gesagt, die Bouteille war kalt. Für mich war es klar, das war die trinken. Entschuldige. Aber es hat sich natürlich jetzt dann schon irgendwie, weil wir uns noch lustig gemacht haben, wie die ganzen Statisten, was gesessen sind. Da habe ich gesagt, schau, die Audi-Deppen, die saufen nichts. Die sitzen vor Nachtel und trinken nichts, die Koffer. Die sind lustig, die brauchen bei kein Konzert. Weißt du, wenn noch da werden die einfach nur arme Schweine, die dann haben es gesagt, das dürfen nichts trinken. Zu uns haben sie es nicht gesagt. Weißt du, wegen einem Anschluss sagt man nicht. Das ist mit Regie und so, nicht? Wenn sie dann schneiden, dann siehst du das Glas einmal da stehen, einmal dort stehen, einmal halb voll, einmal halb leer. Und um das zu vermeiden. Die waren selber schuld, die haben gesagt, wir dann mikrofonieren. Es hat keiner gesagt, Aufnahme und aus. So ist es. Und selbst der Sepp Forcher war überrascht, weil der da mitgetrunken bei uns. Also auf jeden Fall haben wir dann bekommen, jeder hat gekriegt ein Bouteille mit einem Glas, was wir hinterm Bugel angestellt haben. Und das andere Problem war halt das, wie gesagt, also 2 Stunden waren vorbei, wir haben mikrofoniert, so gesagt, wunderbar, jetzt geht's. Und wir haben gesagt, das ist super. Aber jetzt geht's bei uns nicht. Und ich glaube, da die nächsten 2 Stunden, die man braucht, hat er die Scheiße ganz zusammengebrochen. Nein, so schlimm war es nicht, war lustiger. Und es war dann wirklich das Filmteam, die waren sehr begeistert von uns, weil wir haben da die Präsentation gehabt in der Albertin, also in der Nationalbibliothek. Und dann haben sie gesagt, erst pass auf, wir könnten noch was trinken gehen nachher. Nicht? Und dann haben sie gesagt, pass auf, da fragen wir aber die 16er Buben, weil das sind Berufstrinker. Nicht? Die wissen, was los ist. Und dann haben wir gesagt, na, pass auf, wir machen es pragmatisch. Wir gehen einfach noch zum Pitzinger, zum Würstelstandl, weil der hat keinen Sperrstand, verstehst du? Leibend war es. Und seitdem stehen wir auf einer schwarzen Liste auf ORF Salzburg. Und ich gesagt, 16 Buben sind maximal kulturell zu verwenden, aber nicht privat. Sagt, die waren ausgeschossen 2 Wochen. Ich kann aber nichts dafür. Das ganze Filmteam war auch wochenlang nicht einsatzfähig. Aber da kann ich nichts dafür, die haben ja selber, ich meine, ich habe ja keinen, nicht? Ja, nichts. Ja, das meine ich nur. Und das Lied, was wir da gespielt haben, das haben wir auf der Platte von Rudolf Kronecker, der Werner Schimmi. Was ein Werner Schimmi ist, das muss ich der Patrick sagen, der ist so intellektuell. Mag ich nicht viel erklären, der Schimmi war ein Modetanz in den 20er Jahren, der Rudolf Kronecker hat einfach einen Werner Schimmi geschrieben. Das ist ganz einfach. Gut, so gesehen hätte ich das auch erklären können eigentlich. Da hätte ich das Wort nicht übergeben müssen, das hätte ich auch noch zusammengebracht. Ja. Ich bin bereit, bitte schön. In Mädling tanzen gern Häsel, es wird Sass und goldener Glanz. Ein heimliches Heut wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fernsehen, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche werden, den heutigen Tanz nix verstehen. Und
dort können tanzen wir jetzt lernen. Wienerisch und doch hochmodern. Beim Wirt zum Duitner Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt in die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, was soll der Tanz? Lustig ist dort wie am Kirchturm. Man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rock und mit Vierter. Man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Kirche, die Blade, die Anna, tanzt am Wienerisch fest, voll Hamon. Mein Würstel, und mein Graner und singt noch das Gschnanzel dazu. Beim Wirt zum Duitner Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt in die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Franz, da soll der Tanz. Ihr kennt euch aus. Der Pflicht wahrscheinlich. Was, eine Kurzversion war das? Nein. Achso, die Trinken jetzt meistens. Wir haben als nächstes Jahr eine Meidlinger da, eine echte. Und gibt es noch Meidlinger da? Sind noch Meidlinger da? Nein, gar keine Meidlinger. Bist du der Der Herr Norbert. Der Norbert ist ein Meidlinger. Bürtiger. Wirklich wahr? Das ist aber schon lang her. Gestern. Darum habe ich das L. Das Edel. Das ist ein lieber Freund von mir, hat mir mal einen Text geschickt. Und ich habe gesagt, du weißt ich vertone nicht gern Texte von anderen, obwohl ich eigentlich viele Texte vertont habe, aber nur wenn es mir wirklich gefällt. Und der hat gesagt, nein, ich habe da einen Text geschickt, das könnte dir gefallen. Und ich habe gesagt, das habe ich vertont. Nicht allzu lang her, ich glaube 3-4 Jahre, 2-3-4 Jahre. Und das Lied heißt Meidlinger Edel. Also so schreibt der Otter gegen ein Lied über Meidling. Weil scheinbar Dass gibt's du das kein- Meidlinger L übst, musst du immer sagen, leck mich. Ich habe das bin vor dem Spiegel gestanden und leck mich am Arsch. Leck mich. Ja, fix, ja, geht schon. Da geht's. In Wien gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Auch jeder ist in Ordnung, nur bei uns, da gibt's einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder, den gerade so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schnurrig gewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Das weiß man ohne dies, wann mich wer fragt, woher ich bin. Dem sag ich nicht nur einfach, ich bin aus Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz.
und darauf bin ich einfach stolz. Wer Mädling kennt, der weiß das wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das Unverfälschte, Unfeudale, durch und durch Originale, weltberühmte Mädlinger Edel. Ja, wo ist Festglas? Wer Mädling kennt, der weiß das wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das Unverfälschte, Unfeudale, durch und durch Originale, weltberühmte Mädlinger Edel, jawohl. Ich danke schön, von Meidling, jetzt kommen wir zu Otterkring. Jetzt kommen wir zu Otterkring mit der inoffiziellen Hymne. Die inoffizielle Hymne. Die reißen wir. Und zwar, ihr kennt es alle, in Herrgott aus Star. Aber wir hängen dann nachher noch gleich ein Stückchen drauf. Und zwar von den Schrammeln, von Johann Schrammel, es werden gemiert. Es werden gemiert, warum? Hört zu. Wir sind nicht gleich fertig. Das ist, meistens ist es so, dass die, was am meisten traut, schon nachher Zucker berufen. Ich denke mal, der Rest früher Zucker. Aber es ist ja so, der Hodener Quadl hat ja auf der normalen Klavierharmonika gespielt. Nicht? Und der Patrick eben auf der Knepferharmonika, auf der Wiener, und da war der Hoden ein bisschen leicht, also neidisch nicht, aber so ein bisschen Ding, hat er gesagt, ich habe es einmal probiert, hat er gesagt, aber ich bin halt auf der Klaviertastatur daheim, was soll ich machen? Ich habe das wieder lassen. Und natürlich ist die Schrammel-Literatur geschrieben worden für die Knepferharmonika und nicht für die Klaviertastatur. Und das Werner gemiert war so eine Sache, eben vom Johann Schrammel. Und immer, wenn wir reingekommen sind, wie ich gewohnt, 5 Minuten entfernt vom Herrgott aus Star, wir waren ja oft dort, und der Karl war ja wirklich ein bisschen ein Mentor von uns. Ne? Und wir sind da reingekommen, respektive an der Patrick reingekommen, ist da alles sofort unterbrochen, jedes Lied, alles, und hat das Werner Gmiert angefangen zu spielen. Und dann hat er gesagt, siehst, geht mit derer auch. und darum spielen wir jetzt den Herrgott aus Star und hängen dann gleich drauf, weil es passt, aber von der Tonleiter. Passt gut rein, es Werner Gmiert in Gedenken an den Karl. In Otterkring raus, In ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbacher Goss, da ist Jan ganz verstaut, seiner Zierde beraut, ein Herrgott aus Star ganz verlost. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindrädel unter meine Stuhl, denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Not. Als Kindrädel hätten sie mir gestohlen. Herrgott aus Star, du allein, hast mir als Bier verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund dafür gestanden. Oft hab ich geweint und mich an die gegangen, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Star, du allein, du bist mein einziger Trost. ja, das ist schon lang her. Von dem Haus steht nichts mehr und Otterkring hat sich verändert. Es wird überall gebaut
so jetzt erhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich verhilf das noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wir ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich drück die Hand und bin dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du bist mein einziger Trost. Dankeschön, ich danke vielmals. Mit dem nächsten Lied werden wir aufhören, weil es wird eh schon, die Leute wollen sich jetzt eh lieber unterhalten scheinbar, als zuhören. Und so ist es. Ich danke euch vielmals, es war ein sehr lieber da oben, danke für diesen wunderbaren letzten Mal im Dezember, also letztes Mal im Jahr. Am nächsten, wie gesagt, der Start wieder am 11. Jänner geht es wieder weiter. Und dann sind eh schon die Plakate und alles da. Alles da. Wir danken euch, schön verabschieden uns mit dem nächsten Lied. Wünschen euch natürlich frohe Feiertage und was wie alles gehört.
frohe Weihnachten und guten Rutsch und was gibt's noch alles? Weiß nicht, aber frohe Ostern, falls wir es nicht mehr sehen. Ich danke euch vielmals. Schöne Weihnachten für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr schon. Ich danke euch vielmals. Okay, hast du schon Haare oder was? Ja. Speerstunde schreit da oben. Speerstunde schreit da oben. Leider geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wenn der Mückner mit dem Müllekabel schäbt, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weidel ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, wird Doppel sehen. Erst wenn der Mückner mit dem Müllekabel schäbt, bin ich fürs Bett erst richtig spät. Wenn eine Leute von der Zorn am Dachboden gestern, denk ich an Goethe, Rameau und her, nix mehr. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.